Gabirano ist ein bisschen zum Schwurbler geworden, beziehungsweise zum... So viel wie er sind gestorben und haben sie dir sagen, die ganze Zeit haben sie dir sagen. Die ganze Zeit. Ein Elvis Presley hat dir sagen. Ein John F. Kennedy hat dir sagen. Ein Bob Marley hat dir sagen. Ein Tupac hat dir sagen. Alle tot. Und du hörst gerne noch ihre Musik, aber hast keine Ahnung, was sie sagen. Sie wollen sagen, dass die Welt nichts für dich hat, nichts für dich will und nur die will ausnehmen. Digga, chill, Bro. Und du sollst einfach für dich schauen und die einfach heilen und die anderen auch, rund um dich. Wir schauen für uns, wir sind mehr als die ganz wenigen, die uns da kontrollieren wollen. Das ist Gottes Plan. Gottes Plan ist Vertrauen und für sich schauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh mein Gott, ich habe schnell Pause gemacht von Instagram. Ich habe gemeint, ja komm, Detox, aber... Attila Hildmann 2.0. Es redet niemand über den fetten Elefant im Raum. Weißt du, es will einfach alle ignorieren und einfach Spass haben. Aber du musst durch den Schmerz Du musst durch den Schmerz durch. Du kannst nicht rundum, drüber und unten durch. Du musst durch. Du musst durch Dunkelheit durch. Nur so kannst du weiterkommen im Leben. Nur so kannst du steigen. Wir sitzen was? Wie lange ist das Video jetzt schon? Fast 2 Minuten und er hat bis jetzt noch literally gar nichts gesehen. Und ich habe Passion jetzt gerade, ich weiß, aber es ist einfach wie... Bro, wie oft willst du noch den Schwanz vom Berse oder vom BAG noch? Also, nur ein bisschen Restriktionen weniger. Okay, ach, nur noch. Bro, scheiß auf die. Wart nicht auf Medien, dass sie dir die Wahrheit sagen. Such sie selber. Die Wahrheit ist alles in dir. Du findest sie in dir. Was soll ich sagen? Ja, aber what the fuck, ja, sag nicht. Ich finde es extrem schade, dass der Gabirano öffentlich mit dem Account, wo ich glaube etwa 150'000 Abonnenten hat, gegen BRC, BAG und weiss nicht was alles frontet und dass er wie das Gefühl hat, als Influencer mir jetzt zu sagen, was real ist und was fake ist und was nicht gut ist. Und dass er sich vielleicht so wie herstellt aus jemandem, wo die ganze Welt verstanden hat. Mit Anfang 20 hat er alles verstanden. Alle anderen Menschen sind Marionetten und werden hier kommen verarscht und weiss nicht was. Und er ist irgendwie absoluter Pfeifhead. Und das ist wirklich schade. Ich habe den Gabirano schon lange nicht mehr verfolgt, aber so eingeschätzt habe ich nicht gerade. Und ich finde es nicht nur schade, ich finde es scheiße. Ich finde es scheiße, du musst das ist gefährliches Gedankengut. Du musst so etwas auf Social Media mit so einer grossen Followerschaft ansprechen. Und ich finde es auch ein bisschen scheiße, dass keine anderen Schweizer Influencer irgendwie einmal etwas dazu sagen. Dass niemand etwas dazu sieht. Alle, die mit dem ein Video mal gemacht haben, alle, die mit dem etwas gemacht haben, früher und so weiter und so fort, nichts. Alle sagen einfach nichts dazu, weil sie denken sich so, ja, lieber nichts sagen, lieber für alle family-friendly bleiben, lieber für alle okay bleiben, lieber niemand beleidigen, wie wir die Leute am ganz rechten Spektrum, die Leute am ganz linken Spektrum, wie wir die Verschwörungstheoretiker brauchen wir, weil in der Schweiz muss man ja wirklich noch ein bisschen Money verdienen, weil man verdient nicht genug mit Unterhaltung, Influencer-Zeugs in der Schweiz. Oh, scheiß auf die! Wart nicht auf Medien, dass sie dir die Wahrheit sagen. Such sie selber. Die Wahrheit ist alles in dir. Du findest sie in dir. Du musst stärker werden. Du musst das Licht in dir reinbringen. Und wie bringst du es rein? Mit Frucht. Auf Frucht. Wir sind Fruktarier. Gang links schauen in meinem Linktree. Die ersten 3. Hast du genug Beweis, dass es funktioniert? Du musst nicht Angst haben. Aha, Bro. Anstatt Medien, Früchte. Er macht keinen Witz, Chat. Er macht wirklich keinen Witz im Fall.
Ich sage euch wirklich, er macht Kinderwitze. Also jetzt gerade in dem Moment hat er Kinderwitze gemacht. Aber wenn er ihn sieht, weil er jetzt seine 20'000 Follower verloren hat, wenn er sieht, ja, ist alles nur ein Witz gewesen, scheiß drauf, dann ist es ein Scheißwitz. Und noch mal kurz zum Sagen. Ich sage nicht, dass Medien immer richtig sind. Aber man muss sich informieren, wenn dann vielleicht auch bei mehreren. Man soll sich informieren bei verschiedenen Medien-Outlets. Und dann kannst du eine differenzierte Meinung dir bilden selber. Ich weiß nicht wieso, ich weiß auch nicht, was das Video genau soll. Ich weiß nicht genau, was das Video genau von der Inhalt soll haben, weil er ist Fruktarier, er redet davon, dass Bob Marley uns alles schon gesehen hat, dass die Wahrheit in uns drin ist. Er ist ein bisschen lost. Ich verstehe es. Ich habe lange gebraucht. Ich habe vor 3 Jahren das erste Mal von Früchten und bla bla gehört, aber dann, als ich gesehen habe, wie viele Leute eigentlich von dem, also auf das leben und wie... Es gibt dir einen Rückgrat, Bro. Es gibt dir eben die... Wenn du Poulet isst, dann verhaltest du dich wie ein Chicken, der ist wirklich weg von deinen Problemen. Aber auf Früchte, so mehrmals gesehen, schau einen Gorilla an, schau einen Elefant an, schau eine Kuh an oder einen Tor, ich weiß auch nicht, aber die sind alle chillig drauf. Ausser, wenn du zu nahe an ihre Kinder kommst. Ich habe vor 3 Jahren das erste Mal von Früchten gehört. Und von so jemandem lassen wir uns sagen, was die Welt ist, oder was? Aber jetzt mal Real Talk. Ich bin kein Ernährungsexperte, aber nur Früchte zu fressen. Im Endeffekt ist dort gleich relativ viel Zucker drin. Das ist doch nicht gesund, oder? Gemüse ist viel besser. Also nur Früchte zu fressen, not gut. B12 und diese natürlich hast du da Mangel, aber... Das ist das Problem. Und die sind alle massenweise am Grüns fressen und so. Ja, aber geil, wir sind Menschen, wir sind besser als die. Ah, wir sind besser als die. Ah, sie chillen und wir killen sie und dann essen wir sie und wir sind besser als die. Bro, sie wollen von uns lernen und wir sollten von ihnen lernen. Und was machen wir? Wir vergewaltigen sie. Und jetzt ist mal langsam fertig, oder nicht? Haben wir nicht genug? Hey, haben wir es jetzt nicht gesehen? Ist jetzt nicht mal... Hey, Bro, versuch mal etwas Neues. Oder, ja, bleib... Nein, es ist... Jeder macht, was er will. Mach. Gang sterben. Iss Fleisch und Scheiße und du wirst auch Scheiße bekommen im Leben. Ganz einfach. Es ist okay, Fehler zu machen. Für das sind wir ja hier. Ich sage, ich habe nie gesehen, das Thema Vegetarismus und das Thema Tier und Fleischernährung, ich habe auch immer mehr Mühe damit und ich weiß nicht, was ich will, aber was hat das alles für einen Zusammenhang? Digga, Berse, der Schwanz lutschen, Fruktarier, die Medien lügen. Hä? Also, für mich wirkt das Ganze schon ziemlich verwirrt. Ohne Fehler wirst du ja nie wissen, dass es ein Fehler war, oder? Du musst ja aus diesen Fehlern lernen. Es ist nicht okay, so zu bleiben. Es ist, weißt du, ja, ich bin so, es sind meine Gene, ich bin einfach ein Arschloch von Geburt. Nein! Nein, bist nicht! Du kannst jeden Moment, im Jetzt kannst du alles ändern. Das ist eben das Geschenk, das wir haben. Darum heißt es auf Englisch present, weißt du? Es ist ein Geschenk. When you are in the now, you won. Rückwärts. Mein Gott, das ist alles in der Sprache sogar. Du musst nur versuchen, schauen, okay, ist das richtig, was ich mache? Wenn die Antwort Nein ist, dann mach doch besser. Mach doch besser. Und dann... Zum Beispiel, Bro, er kommt später im Video nochmal drauf, dass man keine Maske tragen, dass die Leute, die Masken tragen, gefühlt ersticken. Bro, du rettest mit dem allenfalls das Leben von einer Frau, von einem Mann, von einer Frau. Überleg doch mal, Bro. Werden wir alle glücklich. Und dann werden wir alle expandieren. Aber weißt du, Gabi, das ist deine Wahrheit. Das ist schon schön und so. Aber ich glaube, meine Gene sind gemacht für Schlachten. ja. Nein, ich selber würde nie schlachten. Nein. Ich lasse das jemand anderes machen, weil ich kann das selber nicht, ich habe kein Blut gesehen. Es muss gekocht sein, okay. Also,
kocht, alles muss draussen sein, alle Vitamine, was sagen wir denn, Vitamine, und alles muss draussen sein, und dann ist es, ja, weil ich kann es ja nicht verdauen, weil ich habe einen langen Darm, oder? Ja, dann brauche ich Parasiten, die schon im Fleisch drin sind, oder? Wo er das fressen für mich in meinem Darm, weil ich das nicht abbauen kann. Ja, hey. Eben, sie ist zum Thema Veganismus. Veganismus oder beziehungsweise vegetarisch, beziehungsweise kein Fleisch essen. Okay. Da habe ich bis jetzt nicht etwas, was ich sage, ist blöd, da bin ich mit ihm einverstanden, ich könnte es ein bisschen anders rüberbringen, aber ist okay. Man kann es so blöd, man kann es so auf die Art und Weise rüberbringen, wenn man will, aber das unterzumischen mit Verschwörungstheorien, zum Beispiel eben mit den Medien, mit Börse, mit Corona, das ist einfach unterste Schublade, Bro. Ich habe. Wie lange wollen wir noch lügen? Wie lange wollen wir uns noch anlügen? Weil wir lügen vor allem uns selber an. Ja, okay. Bro, ich habe vom Lügen gelebt. Marketing ist Lügen. Mit einem riesen Smile. Smile, Hey! Hey, willst du im McDonald's? Hä? Ich habe keine Ahnung, was in dem Fleisch ist, aber ich habe immer Bauchweh nachher. Yeah! Und ja, es ist nicht nur Mac, es ist alle die... Bro, wieso hat es jetzt überall nur billige Versionen von Mac? Also, all die Burgerläden, die jetzt aufgegangen sind. Einer nach dem anderen, es ist alles das Gleiche und du bist... Ich lieber die Scheisse. Nein, Mac, ist nicht so. Ich habe lieber die Scheisse. Was? Vom Burgeramt oder Burger King oder... Vom Bürgeramt. Ich hab's genug, ich hab's satt. Weil Corona ist so offensichtlich, Oh nein, jetzt. dass du gar nicht mehr kannst sagen, ja, ich glaube, sie haben das schon gern. Mama, sie sind geile Sicher, sie schauen schon für uns. Bro, einfach ganz einfach. Wahrheit ist simpel. Alles andere, wenn es kompliziert ist, ist es einfach eine fette Lüge. Sobald sie die da mit huere komplizierten Wörtern kommen, ist es eine fette Lüge. Darum vor Gericht brauchst du einen Lügner für dich oder einen Anwalt. Weil du nicht checkst an dieser Sprache. Weil die Sprache extra gemacht ist worden, um dich zu verwirren. Es ist... Schreib mir mal mit, Chat. Wenn etwas kompliziert ist, sobald etwas ein bisschen kompliziert kommt, ist es falsch. Ey, wenn man das wirklich verkneifen, aber Digga, wenn es kompliziert einfach falsch ist, dann bist du einfach dumm. Also, ich bin mich da richtig am rauslernen, ja, ich weiss, aber jemand muss es ja machen. Ich kann nicht anders. Ich bin Schütze, Aszendent Schütze, ich muss schiessen. Ich schiesse. Und... Digga, jetzt kommt er noch mit Aszendent, Mann. Mein Mondzeichen ist Krebs. Und ich fühle jedes Mal, wenn ich rausgehe und ich sehe die alten Leute mit dieser Maske, die fast nicht schnaufen im Bus. Alter, letztes Mal ist einer ausgestiegen, gell? Zieht die Maske ab und fährt auf husten, fährt auf Blut husten. Wie lange wollen wir das jetzt noch einfach akzeptieren? Hä? Könnt ihr nicht atmen unter der Maske? Solche Leute regen mich so auf. Solche Leute regen mich so extrem auf. Weil der Gabi Rano ist noch nicht ähnlich in der Pflege, noch nicht ähnlich irgendwo in einer Gesundheitseinrichtung im letzten Jahr. Er hat nichts von dem mitbekommen. Digga, wenn du auf einer Intensivstation gebügelt hättest, wenn du dort gearbeitet hättest, hättest du schon Tag für Tag Leute erlebt, die vor deinen Augen weggestorben sind, an einer Krankheit, an einer neuartigen Krankheit, wo du siehst, yo, die armen alten Leute, die Masken tragen, ersticken. Die ersticken im Spital, die ersticken nicht wegen der Maske. Die ersticken im Spital, am Schlauch, in Familie daheim, und sie sterben, weil Motherfucker wie du das Gefühl haben,
Sie sind absolute Five-Heads, wo die Maske nicht anlegen, die Partys organisieren, die sich mit 100'000 Leuten treffen. Und wegen dir haben vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht x andere Familien jemanden verloren, weil eine Infektionskette daraus entstanden ist. Und das ist doch... Digga, das warst du ja auch nicht, oder? Und nein, jemand hat in den Chat geschrieben, ich bin auch nicht im... Ich bin natürlich auch nicht... Ich bin auch nicht in der Pflege gewesen. Aber ich kenne Leute, die in der Pflege arbeiten. Und anscheinend kennt der Gabirano keine Leute, die in der Pflege arbeiten. Wahrscheinlich kennt er keine Leute, die in der Pflege arbeiten. Weil was die Leute in dem letzten Jahr für uns gemacht haben, ist ganz, ganz krass. Scheiße, Mann! Das ist einfach Menschenquälerei. Das ist es. Ganz einfach. Schönen Abend. Es geht nicht, meine Story hier geht nicht an die, wo da gerne eben Händchen haben mit ihrem Sklaventreiber. Es geht an die genau wissen, was läuft, aber gleich mitmachen. Weißt du, das ist das Traurige. Das ist das Traurigste eigentlich. Weil ich auch da gewesen, und es hat mich so weh getan. Und ihr müsst eure Stimme jetzt brauchen. Jetzt ist die Zeit. Du musst aufhören Angst haben, weil das behaltet dich in der Muladhara, es behaltet dich in der Root Chakra, ganz unten. Weil Angst ist eine Fiktion, das gibt es nicht. Angst ist einfach, so kontrollieren sie dich. Sie müssen dir nur einen kleinen Zweifel geben, einen kleinen Zweifel. Darum heissen ja ihre Lieblingschips Zweifel. Zweifel, weil das Junkfood ist. Wo die Unsere Gesellschaft ist derart krank individualisiert. Jeder will die eigene Wahrheit zurechtlegen und kann daher nicht akzeptieren, dass es eine weltweite Krise gibt. Darum versuchen wir Corona zu leugnen und demnach jede Maßnahme und auch die Wissenschaft in Frage zu stellen. Ey Digga, es sehe ich auch so. Wir leiden alle unter Corona, aber wir, die meisten, haben wahrscheinlich Glück gehabt und haben vielleicht nicht einmal die Corona-Infektion selber miterlebt. Wir sind jung, wir haben meistens so nicht etwas Starkes und ich hoffe für euch, dass bei euch alles gut gelaufen ist, dass eure Grosseltern nichts gehabt haben, dass eure Grosseltern mittlerweile geimpft sind und so weiter. Aber es gibt 10'000 Leute, die in der Schweiz an Angehörigen verloren haben, an dieser Krankheit im letzten Jahr. Und nein zu sagen, dass es so traurig ist oder dass wir so wenig dürfen machen in dem letzten Jahr, dass es so schlimm war. Dass es so schlimm war. Ich habe jetzt ein Jahr lang nicht in ein Restaurant gehen. Ich habe jetzt ein Jahr lang nicht das und das machen. Ich habe jetzt ein Jahr lang nicht jedes Wochenende saufen. Digga, an die Leute gibt, also es tut mir wirklich leid, aber an die Leute gibt einfach ein Big FY raus. Digga, während wir in einer globalen Pandemie sind und Leute sterben, ist es mir gleich. Klar, tut es uns auch nicht ab, mir fuckt es ab, es fuckt uns alle ab, das tue ich gar nicht bezweifeln. Aber verliert doch nicht den Verstand, es ist nicht für nichts. Wenn dir im Nichtmachen bleiben dir helfen dir gewisse Leute im Daheim bleiben, im Masken tragen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Testen, in Quarantäne bleiben und so weiter. Digga, das ist nicht für nichts. Disconnected von Gott in dir. Es ist alles da, um dir zu zeigen, dass du die Welt echt nicht brauchst. Die Welt ist da, um dir beibringen, dass sie perfekt ist, so wie sie ist, weil jeder muss daraus lernen, dass sie die nur nimmt und nichts gibt. Bro, allein schon, dass du 5 bekommst... Nein, warte schon. Sie geben... Ja, die Leute sterben auch leider nicht einfach so. Die Leute sterben intubiert, können nicht atmen, alleinig, niemand darf sie besuchen. Das ist doch Horror, oder nicht? Und die Leute regen sich auf, dass sie kein Bierchen saufen. Imagine. ...der 2 und nehmen der 5. Voll easy. Ja, bis ich 65 bin. Ja, voll. Ja, 2. 2 von 7. Das ist fair. Und dann noch ein paar Wochen im Jahr, wo ich okay, cool. Gott hat kein Opfer erschaffen. Wir sind alle genug stark. Vor allem, wenn wir alle zusammen sind.
Apes together strong. Es gibt so viele Filme, die dir oben haben beibringen, wie zum Beispiel Planet of the Apes. Bruder. Okay, Leute, die meinen, ich bin Hypokrit und so, ey. Ja, ich habe nichts gesagt lange, ich habe nur die Stories gepostet, ich habe Angst gehabt, ja. Weil ich bin im Management war, ich habe Verträge gehabt, Leute haben mich gedroht. Wegen meinen Stories hat man mich gedroht, Bro. Wegen Stories und Memes hat man mich schon gedroht. Aber endlich hat man mich gedroppt. Und jetzt kann ich endlich frei reden. Ja. Jetzt kann ich einfach frei reden und ja, ich mache kein Geld mehr. Weil niemand will mich. Zum Glück auch nicht mehr. Weil ich jetzt so Wahrheit rede. Niemand will jemanden, der die Wahrheit redet. Und ich bin auch ready, alles zu verlieren, einfach, dass der Scheiß gesagt wird. Wenigstens. Weil je länger es drinnen bleibt, desto mehr frisst die auf. Es ist bitter. Die Wahrheit ist bitter, wenn du sie für die behaltest. Du musst sie reden, du musst die ausdrücken. Die Wahrheit ist aber nur easy Chat. Die kann nicht kompliziert sein, nur noch zum Notieren. Hey, merci vielmals für alle die Nachrichten. Es ist so schön. Hier bedankt er sich basically noch für die Leute, die etwas gesehen haben, ihm geschrieben haben. Man muss nicht einverstanden sein mit allen Corona-Massnahmen. Man muss nicht das Gefühl haben, oder man muss nicht sagen, ja, Corona-Massnahmen finde ich alle gut. Ich finde auch nicht alle Corona-Massnahmen gut. Ich finde gewisse Corona-Massnahmen auch nicht gut, aber das ist Politik. Politik, wir können über das diskutieren, da finde ich auch gewisse Sachen nicht gut. Aber Corona ist eine reale Sache. Corona hat das Jahr ist real gewesen. Und wir in der Schweiz, wir sind die Letzten, die davor noch blöd tun und uns beschweren, was wir für schlimme Corona-Massnahmen gegeben haben. Digga, wie sie es von den Ländern, die am wenigsten Massnahmen gegeben haben, die ganze Zeit. In Deutschland ist Ausgangssperre ab dem 10 Uhr am Abend. In der Schweiz hat es noch nie, und es wird es nie geben. Es würde nie eine Ausgangssperre in der Schweiz geben. Ich könnte mir das nicht vorstellen.